Hey liebe Leute, Mr. J. Mike und herzlich willkommen bei einem neuen Commentary und zwar mit einem Battlefield Hardline. Endlich ist die Beta-Version auf der PS4 rausgekommen von Battlefield Hardline und darum im Hintergrund auch von dem ein Gameplay. Leider hat mein Laptop ein bisschen gesponnen, ich weiss nicht an was es liegt, aber er hat den Ton nicht aufgenommen. Das scheisst mich wirklich ein bisschen an, aber ich wollte das Gameplay wirklich nicht in den Abfall werfen, sondern es einfach ein bisschen mit Musik hinterlegen und rede natürlich die etwa 8 bis 9 Minuten zu dem Gameplay, was meine Meinung zum Battlefield Hardline ist. Viele Leute haben gedacht, ja, nein, ich weiss nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist, jetzt Polizei und Räuber und weiss nicht was. Aber ich muss sagen, ich bin hell begeistert. Es ist wirklich mal etwas Neues und es macht wirklich Fun. Es macht saumässig Spass. Es hat so viele neue Sachen drin, wo ich weiß gar nicht, wo anfangen. Ich fange mal an bei der Beta-Version, was ich alles gesehen habe. Und zwar hat es 3 Modis drin. Das eine ist klassische Eroberung, dann haben wir noch das Hotwire-Modus. Dort geht es darum, dass Polizisten ein paar Fahrzeuge nehmen, die Räuber ein paar Fahrzeuge nehmen und nachher gibt es eine Verfolgungsjagd. Und man kann aus dem Auto rauslehnen und böllern, man kann wirklich rasant fahren, es ist wirklich... Bei Hotwire muss man das Fahrzeug unter Kontrolle haben und natürlich einen guten Schützen nebendran. Und dann haben wir noch Banküberfall. Den habe ich bis jetzt am meisten gezockt und das ist der wirklich saumässig Spass macht. Man hat, wie gesagt, Polizei und Räuber und es geht darum, eigentlich eine Bank hops zu nehmen. Die Räuber versuchen den Tresor zu sprengen, den Geldsäcke rauszunehmen. Die Polizei versucht, den Tresor zu verteidigen. Und wenn die Räuber das schaffen, die Geldsäcke mitzunehmen, müssen sie zu einer Base. Dort läuft nachher ein Uhrli ab und dann kommt ein Helikopter und nachher muss man eigentlich die Geldtasche an Heli anmachen. Besser gesagt an dieser Schnur, die beim Heli oben runterkommt, an das Seil. Und in dieser Zwischenzeit, wo die Leute eigentlich, wenn sie einen Geldsack haben, die Räuber zu der Base säckeln, ist die Aufgabe der Polizei, sie zu töten und den Sack wieder reinnehmen. Und automatisch, wenn man den Sack wieder reingenommen hat, kommt er wieder an den Standort in den Tresor rein. Ja, was gibt es Neuerungen am Battlefield Hardline, wo man sonst von den älteren Battlefield kennt? Es ist nicht mehr so, dass man pro Level eigentlich Waffen freischaltet, sondern jetzt kann man sie kaufen. Also das heisst, man verdient in den Missionen Geld, Dollars, und mit dem kann man die Waffen posten, man kann die Aufsätze posten und alles mögliche, Tarnungen von A bis O. Man hat Baseballschläger, man hat Macheten, man hat Schlagstöcke, man hat Gasmasken. Also wirklich, dort hat es ein riesen Arsenal, das man von den anderen Battlefield nicht kennt. Natürlich kann ich jetzt nur von diesen 3 Modi erzählen, die ich gesehen habe und den Klasseneditor auch jetzt. Aber es hat noch andere Änderungen. Man kann viel mehr in die Gebäude rein. Man kann viel mehr Türen auf und zu machen. Das kennt man noch vielleicht bei den anderen Battlefield. Hat Türen gehabt, aber die sind einfach offen gewesen. Die kann man jetzt meistens wieder zumachen. Das Gute ist, man kann nicht einfach bei der Tür stehen und immer aufmachen, zumachen, dass der Gegner eigentlich nicht mehr reinkommt. Wenn er versucht aufzumachen, machen wir wieder zu. Man kann die Türen jetzt wegsprengen, nachher reißt sie wirklich aus dem Rahmen raus und dann ist die Tür einfach weg. Also die Zerstörung rundherum ist auch wirklich da. Macht wirklich Spass mit dem Rauch, der Effekt, die Grafik ist sensationell. Ja, das Zielen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt wieder ein Zeitchen gebraucht, hat sich schon wieder ein bisschen verändert vom Battlefield 4. Es ist ein bisschen schneller, also man muss wirklich ein bisschen schneller schiessen und ein bisschen schneller zielen, besser gesagt. Schneller schiessen kann man nicht, das macht ja die Waffe selber. Aber was natürlich auch ist, mich dunkt es, die Leute sterben viel schneller. Was meiner Meinung nach super ist, weil man kennt es, man schiesst ein halbes Magazin auf sie, nachher ladet man an das nächste halbe Magazin und der Sieg will einfach nicht sterben. Das ist jetzt weniger der Fall. Und die Waffen sind auch recht gut übergebracht worden. Zum Beispiel ein MP5 ist wirklich nur für nah bis ein bisschen größere Distanz, fast mittlere Distanz trifft man noch. Aber alles, was drüber ist, muss man erst gar nicht probieren. Die Schrotflinten habe ich noch angeschaut, die sind wirklich sackmässig gut. Also wirklich, wenn man einen schön im Visier hat, der ist 2-3 Meter vor einem, ein Schuss, der liegt am Boden, das ist super.
Und bei der Sturmgewehr, ja, dort muss man wirklich ein bisschen spielen, bis man mal einen guten Aufsatz hat, weil sie haben einen rechten Rückstoß. Das sieht man jetzt in diesem Gameplay nicht, weil ich da mit der MP5 gespielt habe, wenn es mich nicht täuscht. Und Sniper habe ich jetzt auch. Man sieht, One-Shots-Kills sind wirklich möglich. Auch im Brustbereich bin ich schon getötet worden mit einem Schuss. Also es macht alles um einiges realistischer, was natürlich auch sicher Spielspaß mehr bringt. Ja, das ist jetzt eigentlich meine Meinung. Ich kann es euch nur empfehlen. Ladet euch die Beta-Version oben ab. Sie ist gratis. Es sind irgendwie 2,6 GB. Also wirklich, man muss es schnell, wenn man eine gute Internetleitung, sage ich mal, maximal eine halbe Stunde laden lässt, dann hat man das. Und dann das Installieren geht wieder länger, weil auf der PS4, ich habe das Battlefield auch über den PSN Store gekauft. Und das Installieren geht immer ein bisschen länger, da kann man eigentlich gar nichts machen in der Beta-Version, weil die Beta-Version ist wirklich nur Multiplayer. Im Battlefield 4 hat man ja noch schnell Einzelkampagnen spielen, bis der Multiplayer installiert worden ist, hat man im Hardline leider nicht. Aber jeder hat sicher eine halbe Stunde bis eine Stunde Zeit, das Zeug installieren zu lassen, weil dann macht es wirklich um viel mehr Spaß, das Game durchzuzocken. Ja, das wäre es eigentlich. Ist schnell gewesen, recht 7 Minuten. Fast schnell alles reingebuttert, was ich gewusst habe, was ich gesehen habe bis jetzt. Ich lasse mich natürlich noch überraschen, was nachher noch für Modis kommen und sonst noch für Specials. Noch einen Punkt habe ich noch. Der Rufus hat es im letzten Video angesprochen gehabt, Verlosung. Wir lassen es ein bisschen länger laufen. Soll jeder ein bisschen die Chance haben, wirklich. Vielleicht hat er es nicht gesehen, Weihnachtszeit, Ferien. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video lassen wir es laufen. Wenn das genau ist, würde ich jetzt mal sagen, anfangs Mitte nächste Woche. Und bis dann können wir dann schnell auslosen, wer die Control Freaks gewonnen hat. Und ja, bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende, suchtet ein bisschen. Bei diesem Wetter geht nicht raus, es ist arschkalt. Ich muss leider arbeiten, aber ja. Ich wünsche euch einen schönen, geniessen es. Tschüss zusammen.